他懂吗？这里啊，长nam gyuni sin sinan gengi ladu gewe sinye namba te sindo ge zumba da zuma namba choro namba lenge samura 공감 상에 섬주셔야 Heute Nachmittag. Zuerst einmal einen herzlichen Gruß und Willkommen an alle, die hier über das Internet zuhören, die Lamas, die Geshis, Gurus, die Kalyana Mitras und alle Mönche und Nonnen und auch die Freunde, Dharma-Freunde hier über dem Internet hier zuhören. Heute möchte ich fortfahren mit der zweiten Art von Bericht über das erste Konzil, die Worte des Buddhas zusammenzufassen. Das ist dieser zweite Bericht, wie er in dem großen Kommentar zu den 100 Versen von Pragya Paramita, verfasst von Nagarjuna, dort niedergelegt sind. Ich werde beginnen mit den 6 Verfehlungen voneinander, deren er angeschuldigt wird. Was diese Verfehlungen voneinander betrifft, es gibt es ganz allgemein im Kanjur und Denjur verschiedene Arten von Beschreibungen in den Sutras und den kanonischen Texten. Im Prinzip sind es 10 verschiedene Berichte. Zuallererst hier sind die 5 Verfehlungen, die gemäß der Theravada-Khandaka-Tradition, dann die 6 Anschuldigungen, die 6 Anschuldigungen in der Mahasanghika-Tradition mit den 5gliedrigen Vinaya, dann die 6 Anschuldigungen nach der Sarvavastivada in ihren 10 Wiederholungen des Vinaya, dann sind es die 7 Anschuldigungen oder die Verfehlungen nach der Mahasanghika-Vinaya-Tradition und dann 8 solche Verfehlungen nach der Mula-Masavstavada, den feineren Punkten des geregelten Lebens, wie es dort in der tibetischen Tradition überlebt ist. Und dann sind es wieder 6 verschiedene Verfehlungen nach dem großen Kommentar von den 100.000-versigen Prajnaparamita, die auch ähnlich ist wie im Sarvastivada, bis auch nur die Reihenfolge verschieden. Dann gibt es noch die 7 Anschuldigungen nach der Dharma-Gupta-Tradition in ihrem Vinaya in 4 verschiedenen Gruppen. Das heißt Vinaya Matrika genannt, dieser Text. Dann hat man noch 7 Anschuldigungen nach der 7 Anschuldigungen nach der Vinaya-Matrika-Tradition, das ist die 8. Art. Und die 9. ist die 7 Anschuldigungen nach dem Sutra des Parinirvana des Buddha. Und Nummer 10 sind dann diese 9 gemäß der Sutra-Zusammenstellung aller Worte. Die Worte zusammengestellt über das Bündeln von Licht. Manchmal sind es also nur 5, manchmal sind es also 6 oder 7 oder 9. Also ganz große Unterschiede zu sehen in diesen verschiedenen Arten von Verfehlungen, die einander vorgeworfen werden. Diejenigen, die sagen, dass es nur 6 seien, haben auch wiederum, obwohl die Zahl übereinstimmt, leichte Verschiedenheiten im Sinne der Anordnung und in einzelnen Einzelheiten. Ich wollte gerne alle diese 10 verschiedenen hier vorstellen und die Verfehlungen, wie sie jeweils zutreffen, habe ich eine große Tafel gemacht, die verschiedenen Schulen zeigen mit ihren je
vorgetragenen Verfehlungen. Und das ist das, was ich hier euch zeigen kann. Der ersten Zeile zeigt es die verschiedenen Texte der verschiedenen Vinaya-Schulen, wo die Quelle also verzeichnet ist. Die zweite zeigt, wer trägt diese Beschuldigungen vor. Zumeist ist es Mahakashapa, der diese Rolle einnimmt, aber einige sagen, dass es Upali war. Einige sagen, es war ein älterer Bhikshu oder die älteren Bhikshus. So gibt es Unterschiede, wer jetzt der Anschuldiger ist. So. Weiter sind dann die Unterschiede dargelegt, welche Art von Beschuldigung sie aufzählen. Dann macht es einen Unterschied, ob das die nach der Mahaguptika, Savasthavada oder Mula Savasthavada oder Mahasangika ist. Und jede haben eine eigene Liste von dem, was sie vorwerfen. Und so passt das nicht alles auf ein Rechenblatt darauf. So habe ich hier 2 Tafeln entworfen, wo alle darin enthalten sind. Das wollte ich hier euch zeigen. Aber ganz allgemein, wenn es darum geht, was innerhalb des ersten Konzils, der Zusammentragens der Worte des Buddha hier aneinander vorgetragen wird, dann gibt es unterschiedliche Anordnungen und Anzahlen von solchen Verfehlungen. Das kleinste ist hier 5 und das höchste ist 9. Und es sind insgesamt 10 verschiedenartige Anschuldigungen, die hier vorgetragen werden in den verschiedenen Traditionen, 4 aber, in denen alle übereinstimmen. Über die möchte ich hier sprechen. Und der Hauptfokus von dem, auf was wir jetzt hier achten wollen, ist der Bericht aus der zweite Bericht, wie er nach dem großen Kommentar der 100.000 Verse Pragya Paramita vorgetragen wird. Also ich werde hier vortragen, welche Art von Anschuldigungen hier vorgetragen werden. Mahakashapa spricht dabei, und hier sagt Mahakashapa, du hast einen Fehler begangen. Das erste war, dass der Buddha überhaupt keinen Wunsch hatte, dass Frauen auch diese Bestwerte unterschreiten, aber dann hast du es immer wieder beharrlich gefragt und so hat er schließlich erlaubt und deswegen wird die Lehre des Buddha hier 500 Jahre weniger in der Welt verweilen. Und das ist dein Fehler. Das ist etwas, was du getan hast, was definitiv nicht korrekt und richtig ist. Anna sagte als Antwort dazu, der Grund dafür, dass ich den Buddha gefragt habe, um auch Frauen zu erlauben, den Bestwertung zu unterschreiten, ist, dass ich hier ein großes Mitgefühl, überwältigendes Mitgefühl mit Gautami gehabt habe. Und ein anderer Grund ist der, dass alle Buddhas der 3 Zeiten jeweils wie die 4 Arten von Gemeinde haben, so wie ich das anderen Tags erklärt habe. 2 ordinierte Männer und Frauen und Privatleute, Männer und Frauen. Und das war in der Abteilung über die verschiedenen Gruppierungen, die die Gemeinde bilden. Diese 4 Arten von Schülern hat er gehabt. Warum, wenn alle Buddhas der 3 Zeiten dies gehabt haben, warum sollte das nicht unser Buddha auch haben? Das war der Grund, weshalb ich
dann das nicht fühle, dass das ein Fehler war. Ich habe euch ein Bild gemacht hier, um diesen Dialog vorzutragen. So ist das. Das ist Mahakashyapa, der sagt, du hast den Buddha dazu getrieben, dass er es erlaubt hat. Und deswegen sind es 500 Jahre weniger an Dharma in dieser Welt. Und die Antwort ist, ich habe es bereits ja gesagt, das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler war, als der Buddha nahe daran war, in Parinirvana überzugehen, da ist er dort zu dieser Gegend geschritten, die in Kushinaga ist oder nahe Kushinaga, und er ist etwas krank geworden. Er hatte seinen Überwurf, das sagen wir normalerweise ist Dharma, Gewänder. Er hat diese 4 gefaltet und hat darauf sich niedergelegt. Und an diesem Punkt hat er gesagt, und er hat zu dir gesprochen, du sollst, bitte gib mir Wasser. Und du hast ihm kein Wasser gegeben. Der Buddha hat darum gebeten und du hast es ihm nicht angeboten. Das ist ein Vergehen. Mahakashyapa sagte, Ananda sprach als Antwort dazu, zu dieser Zeit waren da 500 Wagen, die den Fluss überquert haben. Und da ist also natürlich, der Wagen fährt nicht von alleine, sondern da ist ein Pferd, das davor, was diesen Wagen trägt. Und also solche Pferdekarren, die den Fluss überquert haben. Und das Wasser war richtig voll verschlammt und verschmutzt. Es wäre nicht richtig gewesen, ein solches verschmutztes Wasser dem Buddha anzubieten. Mahakashyapa sprach darauf, selbst wenn das Wasser verschlammt und schmutzig war, das macht keinen Unterschied. Der Buddha hat die Wunderfähigkeiten, um selbst einen Ozean an dreckigem Wasser reinzumachen. Oh, warum hast du um aller Welt dem Buddha nicht deinen Wunsch erfüllt und ihm das Wasser gegeben? Das ist ein Fehler von dir, den du eingestehen und bereuen musst. Er hat gesagt, bring mir Wasser, und du hast dir kein Wasser gebracht. Das ist ein Vergehen. Und das war jetzt kommt der dritte Fehler. In der Vergangenheit, als der Buddha sprach, wenn ein Individuum die sogenannten 4 Füße der Wundertätigkeiten übt und auf diesem Weg ist, dann kann der oder die ihre Lebensspanne auf ein ganzes Zeitalter oder jedenfalls in der Nähe von der Größenordnung eines gesamten Zeitalters ausdehnen. Und der Buddha hat natürlich all diese 4 sogenannten Füße oder Schritte der Wunderfähigkeiten geübt, und er war in der Nähe des Endes seines Lebens. Und er hätte sein Leben ausdehnen können für ein gesamtes Zeitalter. Er hat das zu dir gesagt, aber du hast das nicht aufgenommen. Er hat es 3-mal erklärt und du hast nichts darauf gesagt. Zu dieser Zeit, du solltest gesagt haben, der Buddha hat diese 4 Füße der Schritte der Wundertätigkeiten vollbracht, und er hat gesagt, es wäre okay für ihn, auf diese Weise ein gesamtes Zeitalter oder fast so lange zu verweilen. Darum solltest du gebeten haben. Und weil du dies versäumt hast, ist er viel zu früh in Nirvana gegangen. Das ist dein Fehler. Und das alles, was dann davon herrührt, ist alles dein Fehler. Ein Fehler, den du eingestehen musst. Ananda sprach, zu dieser Zeit, als der Buddha solche Art sprach, haben die Maras mich in Bann geschlagen und mein Gemüt verdunkelt, und ich war nicht in der Lage, überhaupt irgendetwas zu sagen. Es ist nicht, weil ich nicht den Wunsch gehabt hätte, ihn zu bitten, und
Ich war in diesem Moment unter der Kontrolle der Maras und einfach nicht fähig, etwas zu sagen. Weil das war die Tatsache, dass eben dass Ananda kein Arhat war. Wenn er ein Arhat gewesen wäre, wären die Maras nicht in der Lage gewesen, dort einen Einfluss auf seinen Gemütszustand zu nehmen. Und eine andere Sache, die der Mahakashyapa Vortrag ist, und als der Buddha dabei war, als du dabei warst, die Roben des Buddha zu falten oder was immer du da gerade gemacht hast, ist nicht ganz klar hier. Was immer dabei war, hat etwas mit der Robe getan und dann hat er dabei es aus Versehen auf die Robe getreten, hat mit seinem Fuß auf die heilige Robe des Buddha getreten. Das ist ein Fehler, dein Fehler, den du bereuen musst. Ananda gab als Angabe. Zu diesem Zeitpunkt war da ein großer Wind, der gerade aufkam, eine Windböe. Und da war nichts anderes in der Nähe, mit dem ich an der Robe hätte festhalten können. Und so hat der Wind es hochgenommen und es ist unter meinen Fuß geraten. Es ist nicht in keiner Weise ein Mangel an Respekt, dass ich auf die Robe des Buddhas absichtlich getreten hätte. Und was ist der fünfte Fehler, den jetzt Mahakashyapa vorträgt? Das fünfte ist, da gibt es die feinen Zeichen, wo des Buddhas Geschlechtsorgane verborgen sind in einer Art Scheide. Und die hast du den Frauen gezeigt, du hast ihnen erlaubt, dieses Zeichen zu sehen. Das ist schamlos, das ist beschämend und das ist alles dein Fehler. Ananda antwortete zu diesem Zeitpunkt, ich dachte zu mir, dass wenn ich den Frauen erlaube, dieses feine Körperzeichen des Buddhas zu sehen, wo seine Geschlechtsorgane in einer Scheide verborgen sind. Sie waren alle dort und dann habe ich dies deshalb getan, weil ich dachte, dann haben sie, wenn sie das sehen, den Wunsch, auch selber einen männlichen Körper zu erlangen und würden einen großen Gewinn daraus haben, dass sie die feinen Zeichen des Buddha-Körpers sehen. Und das war also nicht aus einem, dass ich den Frauen dies gezeigt habe als ein Vergehen oder aus einem Mangel an Schamgefühl oder so etwas. Das war der fünfte der Verfehlungen und das sechste heißt es hier. Aber es heißt 6, aber es ist nicht in dem Kommentar zu den 100.000 Versen des Paramita enthalten. Vielleicht war es mal in alten Zeiten dort vorgesehen, aber dann weggelassen. Ich weiß nicht, was das Problem dabei ist. Es ist jedenfalls nicht klar. Einige Gelehrten sagen, das sechste war, dass er nicht über die geringeren Vergehen nachgefragt hat, da wo der Buddha gesagt hat, die könne man später vernachlässigen. Aber es ist nicht klar vom Text her. Und er hat eben nicht gefragt darum, was genau ist die Definition von geringeren Vergehen, die dann später die Grundlage für alle verschiedenen Lehrrichtungen geworden wäre. Jedenfalls werden am Anfang 6 angekündigt, aber 5 sind nur beschrieben. Deswegen denke ich sehr wohl, dass vielleicht der 6. Fehler genau dieses Fehlen der Frage nach den geringeren Vergehen ist.
Das war die Geschichte, wo der Buddha vor seinem Parinirvana gesprochen hat. Wenn ich dann einst gegangen bin, dann sind da die kleineren Vergehen, die Regeln, die man später wieder vernachlässigen kann, das kann man etwas lockerer handhaben. Und dann hast du aber nicht nachgefragt, weil es diese kleineren Vergehen dann genau sind. Und deswegen wissen wir jetzt nicht, welche das sind, die wir weglassen können. Und das ist alles sehr schwierig und kompliziert geworden, weil du vergessen hast zu fragen. Und zu dem Zeitpunkt in anderen Geschichten heißt es dann, dass Ananda sagt, ich habe das damals einfach nicht genau verstanden und habe deshalb vergessen nachzufragen. Es war keine böse Absicht. Und so in anderen Texten heißt es, der Buddha war zu dem Zeit etwas erkrankt und es wäre unangemessen gewesen, ihn zu bedrängen, das genau zu erklären zu diesem Zeitpunkt. In jedem Fall ist es unklar verblieben, was er mit dieser Aussage, das geringere Vergehen dann später zu vernachlässigen wären, gemeint hat. In jedem Fall hat Mahakashyapa 6 Fehler Anandas aufgezählt und ihn dazu aufgefordert zu bereuen. Und was Ananda darauf antwortet jeweils. Er sagte, ich werde so tun, wie du es gesagt hast, werde es bereuen. Ananda sprach, genauso werde ich es tun, und er hat dann sich niedergekniet mit dem rechten Knie auf dem Boden, hat eine seiner Schultern mit der Robe bedeckt, seine Schuhe entfernt und hat es zugegeben und bereut, diese 6 Arten von Anschuldigungen. Und dann, was dann geschah, war, dass vor all der versammelten Gruppe der Bhikshus, vor der gesamten Versammlung, hat Mahakashyapa einfach ihn an der Hand genommen, hat ihn beiseite gezerrt, aus dem Hause heraus, auf diesem Platz, wo sie zusammen waren, hat ihn dort draußen rausgeworfen und gesagt, du kannst hier nicht wieder reinkommen, so lange, bis du alle deine Fehler vollkommen aufgelöst hast. Und erst wenn du diese Fehler vollkommen ausgemerzt hast, dann kannst du wieder herkommen, sonst darfst du hier nicht wieder herkommen, und hat die Tür zugeschlagen, sodass er draußen verblieb. Also im Grunde hat er ihn herausgeschmissen aus dem Platz, aus der Versammlung, wo sie alle dort zusammen waren. Zu dieser Zeit war das nicht einfach, jemand einfach herauszuwerfen, wenn da jemand eine Verfehlung hatte. Und das meint hier die Art von Ruin oder Absturz, einer der Hauptgruppen der Verfehlung. Dann wäre das angemessen gewesen. Aber hier bei einer anderen Art von Verfehlung wäre es niemals in Frage gekommen, jemand komplett herauszuwerfen und aus der Gruppe auszuschließen. Und hier Ananda hatte ganz eindeutig nichts von dem begangen, was in die Gruppe der Hauptverfehlungen, die sogenannten ruinierenden oder den Absturz bedeuten, begangen zu haben. Wenn man auf das schaut, was Ananda getan hat, dann hat man nicht den Eindruck, dass es so fürchterlich schwere, bösartige Vergehen gewesen seien. In jedem Fall hat er ihn so behandelt, als ob das solche wären, und ihn komplett vor die Tür gesetzt, ihn aus der Gruppe heraus entfernt und ausgeschlossen. Das war das Thema der 6erlei Vergehen, derer Ananda beschuldigt wurde. So, nach diesen 6 Anschuldigungen ist der nächste Punkt wo sie begann, nach einem anderen Lehrmeister zu suchen. Was meinen wir hier damit, dass wir sagen, andere Lehrer zu suchen? Und die Arhats hatten hier eine Unterredung. Ananda war herausgeschmissen worden und sie fragten sich, wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, den ganzen Korb der Vinaya-Regeln zusammenzustellen. Wer ist da fähig diese Lehren des Buddha zusammenzufassen? Und während sie dies so diskutierten, war Aniruddha, der dann sprach und sagt, Shariputra war wie der 2. Buddha, aber er ist bereits fortgegangen, aber er hat einen großen Schüler,
ein Schüler mit dem Namen Gavampati. Gavampati war sehr, so sagt Aniruddha, ist sehr friedlich im Charakter, ausgeglichen und er lebt in zurückgezogenen Plätzen, wo niemand anders sich befindet. Ausschließlich in Frieden verweilend, er ist sehr gelehrt in all den Regeln des Vinaya. Jetzt ist er zurzeit in dem Shirishal Park in einem göttlichen Bereich und wir sollten einen Botschafter senden, um ihn hier einzuladen. Das war der Vorschlag des ehrwürdigen älteren Aniruddha. Aber bevor ich darüber spreche, wie Gavampati eingeladen wurde, möchte ich eine Einführung darin geben, wer Gavampati war. Nach der Mula-Savastra war die Tradition der tibetischen Überlieferung in den feinen Punkten des geregelten Lebens, heißt es, da war in Shravasti einst ein Brahmane. Er besaß einen Bullen und dann später bekam er dazu noch eine Kuh und so begann eine Herde, woraus ein weiterer Bulle entstand. Und dann so nach und nach hat er eine ganze Herde zusammen. Der Brahmane dachte, dann dieser Bulle, dem er zuerst hier so viel Glück gebracht hat, den muss ich freilassen. Und danach war dieser Bulle unabhängig, wurde allmählich älter. Und eines Tages ging er an einen Fluss, um Wasser zu trinken. Und seine Füße versanken dort im Matsch, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte und nicht mehr herauskam aus diesem Matsch. Es war gerade der Zeitpunkt, wo der ehrwürdige Shariputra zufällig vorbeiging. Auf der Straße, die entlang dieses Flusses führte, und er sah die Situation und hatte die Frage, ob dieser Bulle vielleicht irgendwelches gutes Karma in sich habe. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht sogar nur. Und tatsächlich, er sah, da war etwas. Und er fragte sich, wovon hängt das ab? Und er verstand auch, dass das von ihm selber, Shariputra, abhing, den Bullen aus dem Matsch zu holen. So ging er zu ihm hin und hat ihn dort eigenhändig aus dem Matsch herausgezogen. Er hat den mit seinen Händen sauber gewaschen und zu ihm 3 Zeilen gesprochen. Alle Dinge sind alles Zusammengesetzte ist vergänglich und alles Erscheinung ist ohne Eigenständiges und Selbst. Nur Nirvana, dann ist Frieden. Und sprach weiter, du solltest Vertrauen in mich haben, dann wirst du frei werden von Begehren und von einer Geburt als Tier. Und dann kannst du das Ergebnis erlangen, davon völlig frei von Begehren zu sein. So sprach er und verschwand. Danach heißt es, später starb der Bulle. Aber er starb mit einem großen Vertrauen in Shariputra. Mit diesem tiefen Vertrauen in Shariputra und wurde wiedergeboren in dem Haushalt eines Brahmanen in Shravasti. Allerdings von Geburt an hatte er ein etwas kuhartiges Aussehen und so nannte man ihn dann Gavampati, den Herrn der Kühe oder Ochsen. Shariputra dann fragte sich später, was mit diesem Ochsen oder mit dieser Bullen so geschehen wäre. Und er sah, dass dieser gestorben war und fragte sich, wo er denn wohl wiedergeboren wäre. Er sah, dass er in Shravasti und in einem Brahmanenkaste geboren war. Nachdem er die Situation verstanden hatte, ging er zu diesem Haus des Brahmanen und verlieh dem Brahman und seiner Frau die Zuflucht, Vorsätze und die Vorsätze der Privatleute. Zu dieser Zeit war Gavampati noch ein kleines Kind
Aber in dem Moment, wo er Shariputra zu sehen kam, war er sehr von Freude erfüllt. Und immerzu schaute er auf Shariputra, war niemals davon abgelenkt. Nur auf Shariputra war er hingewendet und seine Augen konnten nicht genug bekommen. Und der Brahmane sah dies und war sich dessen bewusst und er fragte dann Shariputra, hast du irgendjemand, einen Schüler, der mit dir herumzieht? Und Shariputra sagte, nein, habe ich eigentlich nicht. Und so entschied sich der Brahmane, seinen Sohn, den Gavarpati, Shariputra als Gehilfen mitzugeben. Und Shariputra nahm ihn so mit sich und sie zogen davon und Shariputra gab ihm die Vorsätze, sodass er die Bestwertung durchschreiten, vollkommene Ordination erlangen konnte, gab ihm alle Instruktionen und Gavarpati hat dann eifrig geübt, um damit auch den Zustand eines Arhats zu erreichen. Das ist natürlich hervorragend, dass er dadurch Arahat-Zustand erreichen konnte. Aber sein Gesicht und sein Körper war etwas anders als der von anderen Menschen. Da ist ein Unterschied hier, der ihn von allen anderen unterschied. Er hatte zwei Arten von Speiseröhre und sozusagen zwei Mägen wie eine Kuh. Das heißt, wenn er aß, dann hat er es zuerst heruntergeschluckt und dann später wieder heraufgewürgt und aus diesem Magen, den andere Leute nicht haben, und hat dann das, was er bereits heruntergeschluckt hat, erneut wieder heraufgewürgt und dann gekaut und dann wieder heruntergeschluckt. So ist das wie normalerweise bei Kühen. So hat also Gavarpati diese zwei Arten von Mägen und zwei Arten von Speiseröhren. Und wegen dieses extra Magens konnte er das halt irgendwann später wieder hervorwirken in seinen Mund und muss es dann wieder käuen, um sozusagen weiter fortzufahren, es zu essen, wie ein Tier das tut. Zuerst hatte der Buddha keine Regel dafür aufgesetzt, dass es eine Unzeit gäbe für das Essen. Und da gab es also keine Regel, dass man nach dem Mittag nicht mehr essen dürfe. Und dann hat er also, nachdem er mittags sein Essen bekommen hat, irgendwann am Nachmittag dieses hochgewürgt und weitergekaut und dann fertig gegessen. Nachdem der Buddha aber diese Regel aufstellte, dass man nach dem Mittag nichts mehr essen solle, dann hat er dieses Hochwirken und Weiterkauen und Essen hat er dann als einen Bruch der Regel angesehen. Normalerweise würde dann das Essen schon in dem Magen sein und wäre fertig mit dem Essen. Aber für ihn war das unterschiedlich. Er hätte das Essen erst nochmal hervorwirken und dann fertig kauen und dann endlich verdauen können. Nur dann wäre er in der Lage, dieses Essen tatsächlich aufzunehmen. Und weil er diese Regel dann befolgte, wurde sein Körper sehr schwach. Der Buddha sah diese Situation und hat ihm eine Ausnahme gewährt, weil er anders war als andere Menschen. Er hatte eben diese zwei Arten von Mägen, die zwei Arten von Speiseröhren. Also bekam er eine Ausnahme, dass er nachher sein Essen wieder hervorwirken und dann eben wiederkäuend zu sich nehmen könnte. Und ein bisschen sah er auch etwas furchterregend aus, weil er so ein bisschen aussah wie ein Bulle. Und die Leute waren dann etwas, machten merkwürdige Bemerkungen darüber, sagten hier, oh, so, es scheint hier, dass alle möglichen Leute hier diese Bestwertung durchschreiten, auch solche, die furchterregend aussehen wie Kühe, können auch noch die Bestwertung durchschreiten und werden ordiniert. Und so machten sie also merkwürdige Bemerkungen über ihn. Und so dass Buddha dann zu Gavarpati sprach, geh hier in eine Gegend, wo nicht hier wie hier in der zentralen Gegend hier so viele Leute sind. Begib dich in eine einsame Gegend, gab ihm die entsprechenden Unterweisungen und so verschwand er dann.
und begab sich zu diesem Shirisha-Palast, ging aus Shadasti fort und das ist vielleicht ein Platz, der irgendwo in einem Götterbereich ist. Und zwar deshalb, weil später, als Mahakashyapa dann nach ihm aussandte, um ihn herbeizuholen, dann dieser Bote eben in einen Götterbereich gehen musste, in diesen Shirisha Park. Also wahrscheinlich war es dort eben in einem Götterbereich. Vielleicht fragen wir uns an dieser Stelle, was das für ein Karma war, das er begangen hat, um dann später wie ein Ochs oder eine Kuh auszusehen. Und das ist eine Geschichte, die in die weite Vergangenheit zurückgeht. Zu der Zeit von Buddha Kashyapa war er dort geboren als jemand ordiniert und in seinem Leben ein Mönch geworden unter dem Buddha Kashyapa. Und er hatte die Gelübde von jemandem empfangen, der dort ein Arhat war und lebte mit ihm zusammen, der dann später dieser Arhat war, schon sehr alt, dass er kaum noch alleine essen konnte. Und eines Tages hatte sein Mentor, sein Tutor, sein Essen zu sich genommen und gab seine Bettelschale zu dem, zu diesem Schüler, der eben der frühere Inkarnation von Gavampati war und hat, um diese Bettelschale zu reinigen. Und der ging also damit fort und in der Zeit hat er weiter an dem Essen gekaut, weil er sehr alt war und das gar nicht mehr richtig verdauen konnte. Und dann kam der Schüler zurück und mit der Schale und sah, dass sein Mentor dort immer noch am Kauen war. Er dachte, das ist so merkwürdig, der kaut ja immer noch drauf herum. Und der sagte zu ihm, meine Güte, du isst ja so langsam, du bist ja fast wie eine Kuh hier, du bist immer noch am Wiederkäuen hier, wie ein Ochse bist du. Und wegen dieses Vergehens hat er dann, so heißt es, 500 Lebzeiten als Wiedergeburt in einem Kuhkörper sich zeigen müssen und dann später selbst in der menschlichen Gestalt als Gavampati hat er immer noch dieses Aussehen, das so war wie das einer Kuh oder eines Ochsen. Das war die Geschichte oder die Legende, die verbunden ist mit Gavampati. In jedem Fall aber war hier der Vorschlag gekommen, Gavampati einzuladen, weil er die Vinaya sehr gut kann. Und so hat Mahakashyapa einen Studenten gebeten, einen Bhikshu, ob er wohl in der Lage sei, als ein Bote für die Gemeinschaft zu Gavampati zu gehen. Und er fragte, was soll die Botschaft sein? Und Mahakashyapa sagt, ich möchte, dass du gern zu diesem Shirisha Park gehst, da in dem Gotha-Bereich und zu Gavampati. Und der Bhikshu war darüber sehr erfreut und sehr inspiriert und sagt, ja klar, mache ich doch für dich. Aber wenn ich dann jetzt vor Gavampati stehe, was soll ich ihm denn dann sagen? Mahakashyapa sprach, wenn du da angekommen bist in diesem Götterbereich und vor Gavampati, dann sollst du ihm sagen, Mahakashyapa und all die andere Gemeinschaft haben sich hier getroffen, um den Dharma zusammenzubringen und haben hier eine große Dharma-Aufgabe. Du solltest ganz schnell hinzukommen. Okay, sagt er, und hat sich verneigt, hat die Gruppe umrundet und hat sich einfach erhoben in den Raum, so wie ein Garuda, und davon geflogen. Und begab sich zu dem Platz, wo Gavampati dort weilte. Dort sich verneigend, grüßend, Gavampati, du bist der Ehrbare, du hast wenig Begehren, du verweilst hier in Abgeschiedenheit, in Frieden. Und die Gemeinschaft hat mich gesendet, hier, um dich zu fragen. Und heute beginnen sie mit einer großen Dharma-Aktivität. Bitte komme rasch dazu, haben sie mir aufgetragen. Als der Bhikshu diese Frage stellte, hatte Gavampati so ein bisschen einen Verdacht. Normalerweise kommen sie nicht, mich hier zu holen. Was soll das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und er
Er fragte, ist da vielleicht irgendein Streit in der Gemeinschaft? Ist da eine Spaltung der Gruppe? Oder ist der Buddha vielleicht gestorben? Oder du wirst doch nicht etwa deswegen gekommen sein? Und der Bhikshu sagte, unser Lehrer, der Buddha, ist in Parinirvana gegangen. Oh, sagte Gavampati, der Buddha, Gavampati sprach, oh, der Buddha ist gegangen, er ist viel zu früh gegangen, natürlich musste er gehen, aber jetzt ist die Welt hier, das Auge der Welt ist blind geworden. Aber der nach dem Buddha, der Nächste, der in der Lage wäre, das zu tun, ist der das Rad des Dhamma drehen kann, ist Shariputra. Wo ist er, mein Lehrer? Auch Shariputra ist auch in Nirvana gegangen. Und so sagte Gavampati, oh, diese großen Wesen sind alle ins Nirvana gegangen. In diesem Fall, wo ist der große Mautgalyayana? Er ist auch ins Parinirvana gegangen. Oh, das großen Wesen gehen alle davon. Das ist so schade. Man sollte sich Sorgen machen um all die fühlenden Wesen. Und dann irgendwann kam er darauf zu sprechen und sagte, und wo ist der ältere Ananda geblieben? Also begann nach Ananda zu fragen. Und der Bhikshu fuhr weiter fort. Nachdem der Buddha in Parinirvana ging, war Ananda wirklich traurig. Er war voller Sorge und er hat nur geweint und er ist nicht mehr in der Lage, sich selber zu kontrollieren, ist völlig von Betrübnis geplagt. Und Gavampati sagt, oh, Ananda hat immer noch seine störenden Gefühle nicht im Zaume. Das heißt, er hat immer noch den Kummer und fühlt noch den Schmerz des Fortgehens. Aber wo ist Rahula? Weil Rahula war der Sohn des Buddha. Was macht sein Sohn, Rahula? Und die Antwort war, Rahula hat den Arhat-Zustand erlangt. Er fühlt keine Sorge und keinen Kummer, aber sitzt die ganze Zeit da und denkt nur über die Unbeständigkeit nach als Natur aller Dinge. Gavampati sagt, oh ja, okay, dann hat er alle Schweren hinter sich gelassen und hat Arhat-Zustand erreicht, ohne Kummer und Sorge. Und dann hob er an und sagte, mein Lehrer ist dahin. Es ist kein Grund hier in dieser Welt, hier und diesem Platz in Shirisha zu bleiben. Mein Lehrer, der Shakyamuni-Buddha, ist weg. Es gibt keinen Sinn für mich, dass ich da runtergehe und jetzt zu dieser Versammlung. Ich sollte auch in Nirvana eingehen. Kaum hat er das gesagt, hat er sich in den Raum erhoben und viele Lichtstrahlen kamen aus ihm heraus. Und dann ist es so, als ob da Feuer herauskommt und hat Sonne und Mond berührt. Viele Warten von Wundererscheinungen gezeigt und dann ein Funke, der aus seinem Herzen kam. Und dieses Feuer ergriff den ganzen Körper und hat ihn dann vollständig verzehrt. Während das Feuer so brannte, kam ein Wasserstrom aus seinem Körper raus. Dieser Wasserstrom floss herunter bis hin zu Mahakashapa. Als das Wasser Mahakashapa erreichte, kam aus dem Wasserklang heraus natürlicherweise ein Vers, der sagte, ich, Gavampati, verneige mich mit Respekt vor dem großen Älteren. Ich habe gehört, dass der Buddha in Parinirvana gegangen ist und ich werde auch meinen Körper hier aufgeben, so wie ein Elefantenkalb dem Elefantenherde folgt. Also mit anderen Worten, ich habe gehört, dass der Buddha gegangen ist, so werde ich auch ihm folgen, so wie ein Elefantenkalb den Elefantenkühen folgt. So war der Bhikshu nicht in der Lage, Gavampati einzuladen. Und jetzt haben wir unsere 30 Minuten Pause. Jetzt habe ich im Prinzip darüber gesprochen, wie die Suche voranging, einen anderen Lehrer zu finden.
Und ein weiterer Punkt, über den wir sprechen müssen, hat mit Ananda zu tun und wie er sein Ergebnis erlangen konnte. Wie ich bereits vorher gesagt habe, hat Mahakashapa den Bhikshu-Schüler ausgesandt, um Gavampati einzuladen. Aber Gavampati kam nicht. Und nicht nur das, er ist einfach verschwunden in der Nirvana. Und so deswegen hat der Bhikshu die Roben von Gavampati und auch seine Bettelschale dem Sangha übergeben. Und das ist in der Mula-Savastivada Tradition, in den feineren Punkten des geregelten Lebens dort etwas ausführlicher beschrieben. In dem großen Kommentar auf die für die 100.000 steht nur, dass er der Sangha diese Bettelschale und die Dharma-Roben des Gavampati überreichte. In den feineren Punkten des geregelten Lebens aus der Mula-Savastivada Tradition heißt es weiter, dass nachdem dort der Bhikshu dort Gavampati den Grund vorgetragen hat und Gavampati begriff, dass der Buddha bereits sein Parinirvana erreicht hatte, dann hat er seine Robe und seine Bettelschale dem Mönch übergeben und hat dann dem Mönch aufgetragen, eben dem Sangha bitte meine Entschuldigung vorzutragen und diese Dinge dem Sangha zu schenken. Und daraufhin hat er sich in den Raum erhoben und hat sich in Feuer aufgelöst, Wasserströme traten heraus und so weiter. All diese Wundererscheinungen, um sich in der Nirvana aufzulösen, worauf dann der Bhikshu zurückging, um dem Sangha diese Dinge zu überreichen. In dieser Zeit, als der Sangha Gavampati einlud, war Ananda damit beschäftigt, die Natur der Dinge zu bedenken und um sein Ergebnis zu erreichen. Und er hat es sehr intensiv versucht. Er hat Tag und Nacht darin verwandt und hin und her geschritten, verweilt und sehr viel Mühe darauf verwendet. Er hat sehr hart daran gearbeitet, um sein Ergebnis zu erreichen. Und Ananda hatte große Weisheit, Prajna, aber er hatte noch nicht diese Stabilität, die notwendig war, um das Ergebnis zu erreichen. Und wenn er Samadhi und Prajna beides in ihm sehr stark gewesen wären, dann hätte er bereits lange zuvor das Ergebnis erlangt. So hatte er wenig Stabilität in Shamatha, in ruhigem Verweilen bis zu diesem Zeitpunkt und hat auch nicht viel Zeit gehabt, um Dhyana, stabile Bewusstheit, zuvor zu nähren. Und hatte viele Art von Ablenkungen und verschiedene Aktivitäten. So in dieser Nacht also war er wieder daran, sehr hart daran zu arbeiten, in dieser Übung sich zu schulen. Und dann im weiteren Verlauf der Nacht wurde er sehr erschöpft und er dachte sich, dass er jetzt unbedingt doch etwas Schlaf suchen müsste. Und er war gerade dabei, sich hinzulegen. Aber eben bevor sein Kopf das Kopfkissen berührte, wurde er völlig frei von aller Art von Gemütsverschattung und hat sein Ergebnis, seine Erkenntnis erkannt. Das war wie so ein Blitzschlag, die Nacht erhellt, alles mit einem Male deutlich sehen zu können. So war er in einem einzigen Augenblick in der Lage, seine Einsicht, seine Erkenntnis zu erlangen. Blitzartig erhellt, in einem Moment erreichte er seine Einsicht und war in der Lage, das Vajra-gleiche Samadhi zu erfahren und da einen ganzen Gebirge von Gemütsverstörungen zu zerstören, die 3 Arten von Wissen zu erlangen, die 6 Arten von Hellsicht, die Qualitäten der Befreiung und den Zustand von Arhat zu erreichen. Und in dieser Nacht also erreichte er diesen kraftvollen Zustand des Arhats. Und er wartete nicht ab bis zum nächsten Morgen, sondern ging sofort zu dem Gebäude, wo der Sangha sich aufhielt und kam dort an und klopfte an die Tür. Und an derselben Zeit rief er Mahakashapa bei Namen, Mahakashapa, Mahakashapa, und klopfte an die Tür.
Mahakashapa fragte sich, wer klopft da wohl an die Tür? Und ich bin es, Ananda. Und Mahakashapa fragte, was willst du hier? Ananda sagt, diesen Nacht habe ich den Zustand von Arhat erreicht. Und den anderen Tag hatte Mahakashapa gesagt, hier, komm ja nicht wieder zurück, bevor du deine Fehler alle ausgemerzt hast und so weiter. Du kannst ja nicht wieder zurückkommen. Und Mahakashapa sagte, also ich werde die Türe nicht für dich öffnen, komm gefälligst durch das Schlüsselloch hinein. Wenn du einen Zustand von Arahat erreicht hast, dann würden wir das sehen, dann kannst du durch das Schlüsselloch hineinkommen. Und Ananda sagt, ja, fein, mache ich. Hat sich durch das Schlüsselloch hinein nach innen begeben und hat sich vor Mahakashapa verneigt und ihm angetragen, so, jetzt hast keinen Grund mehr, mich zu kritisieren. So, du hast mich vorher genug kritisiert, also jetzt bitte lass davon ab, mich weiter zu beschuldigen. Und Mahakashapa berührt den Kopf von Ananda und sagt, der Grund, warum ich dich verschiedenerweise angeschuldigt habe, ist der, weil ich dachte, du müsstest das Ergebnis endlich erlangen. Und in der gleichen Weise, wie du keinen Groll gegen mich hegst, hege ich auch keinen Groll gegen dich. Das ist gerade so, wie wenn man mit dem Arm eben durch den Raum sich bewegt und dann gibt es nichts, was darin irgendwie aufhalten kann. Und so ist der Zustand eines Arhats so derart, dass da nichts, was immer auch ist, woran man noch sich klammert. Jetzt kannst du dich wieder an deinen Platz zurücksetzen. Und damit hat er praktisch ausgedrückt, es ist völlig okay, dass du jetzt wieder hier bist. Und zu diesem Zeitpunkt aber sagt der Text, den man auch die 5 Arten von Erlangen nennen könnte, und ich denke, man könnte ihn auch übersetzen als den kostbaren Dharma-Hain, den ich bereits andern Tags mal hier zitiert habe. Das ist ein chinesischer Text, der eine Zusammenstellung verschiedener Aussagen von chinesischen Meistern ist. Und hierin zitiert ist eine Passage aus einem Sutra, wie der Bodhisattva in den Mutterschoß eindringt. Darin sagt es, und es gibt eine etwas verschiedene Art von Darstellung hier, von wie einander sein Ziel erreicht hat. Und was es darin sagt, ist, als Mahakashapa all die Gruppe zusammengeführt hat und in der Mitte dieser Versammlung des Sangha hat er dann Ubali gebeten, du solltest hier alle anderen darin anleiten, die Anschuldigung gegen Ananda vorzutragen. Und du solltest diese Anschuldigung seiner Fehler hier in der Gegenwart des gesamten Sangha vortragen. Und Upali hat genauso getan, wie Mahakashapa vorgeschlagen. Und in der Gegenwart von der gesamten Gruppe des Sangha. Da wurden die Anschuldigungen vorgetragen, wie zum Beispiel, dass er vergessen hatte, den Buddha zu fragen, nicht in Parinirvana einzugehen und zu verweilen. Und Anandas, also in der Mitte der Versammlung, und die Anschuldigungen wurden vorgetragen, er fand sich sehr in einer miserablen Lage, er war sehr deprimiert und dachte, meine Güte, der Buddha ist gerade eben erst in Nirvana eingegangen und jetzt geben Sie mir hier so eine schwierige Zeit und schuldigen mich an, was ist hier überhaupt los? Und während er in der Mitte dieser Versammlung so verweilte und begann er in dem Moment über die 4 Gültigkeiten nachzusinnen. Und wer über die 4 Gültigkeiten der Erhabenen nachdachte, war in der Mitte der Versammlung, hat er dort, während sie alle diese Anschuldigungen vordrogen, in dieser Umgebung und dieser Situation hat er den Zustand des Arhats erreicht. Arhat-Zustand erreicht, frei von allen Arten von Makeln. Und in dieser kurzen Zeit, in der ganz kurzen Zeit, hat er den Zustand des Arhats erreicht. Und alle die Arhats um ihn herum in der Gruppe haben ihn deswegen gepriesen. Und auch die Götterwesen haben ihn aus dem Himmelsraum heraus gepriesen. Und die Erde hat, wie es heißt, die große Erde 6-mal gebebt. Und das ist der Bericht, wie er in zitiert wird aus einer Passage aus dem Sutra, wie der Bodhisattva in den Mutterschoß eintritt, zitiert aus dieser Sammlung, der kostbare Dharma-Hain heißt im Chinesischen. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir dahin kommen, davon zu sprechen, wie Ananda die Sutra-Worte aufsagt. Nachdem Ananda dieses Ergebnis erlangt hatte und entspann sich dann eine Diskussion innerhalb des Sangha. Das war, nachdem Mahakashapa bereits gesagt hatte, ist doch völlig okay, dass du wieder zurückkommst und dass du hier wieder Platz nimmst.
Und Gavampati war ja eingeladen gewesen, aber er hatte sich ja in Nirvana aufgelöst und war nicht gekommen. So, man war jetzt die Frage, wer wäre in der Lage, Sutra zusammenzutragen. Und die Älteren waren der Meinung, Ananda wäre sehr wohl dazu in der Lage, weil unter allen Schülern des Buddha war er immer mit dem Buddha zusammen und ihm zu Diensten. Und wenn immer der Buddha irgendetwas sagte, hat er es sofort sich gemerkt und es nicht wieder vergessen. Vielleicht sollten wir Ananda einladen dazu, eben diese Sutra-Worte zu berichten. Und Amarkashyapa hat Ananda am Kopf berührt. Vorher war er sehr grob zu ihm, hat ihn all die verschiedenen Dinge, Verfehlungen zu beschuldigt. Und jetzt sagt er, nachdem der Buddha so viele Worte zu dir gesprochen hat und die Worte des Sutra, wäre jetzt der Moment, dass du die Güte des Buddha hier zurückzahlen kannst und uns darüber aufklärst, was diese Worte waren. Und denn alle die großen Schüler des Buddha, die gegenwärtig waren zu diesem Zeitpunkt, wo der Buddha die Lehre gegeben hat, die sind alle schon in Nirvana aufgelöst. Du bist der Einzige, der verblieben ist. Und wenn wir hier unsere Aufgabe darin besteht, eben die Sutratexte zusammenzutragen, dann musst du bitte dazu beitragen. Und Ananda nahm also Platz auf dem Löwenthron und begann alle diese Sutra-Worte des Buddha zu sprechen, was es hier heißt im Mula Savastabhada Tradition, in den feineren Punkten des geregelten Lebens. Da ist die Rede von einem großen Löwenthron, auf dem Ananda Platz nahm, und da waren die 500 Arhats. Sie haben alle ihre Sangati-Roben ausgebreitet und Ananda saß dann auf dem Thron. Aber bevor Ananda auf diesem Thron Platz nahm und begann, die Sutras zu sprechen, hat er in alle Richtungen des Raumes, Osten, Süden, Norden, Westen geschaut und auf alle Lebewesen mit großem Mitgefühl geschaut und mit großem Mitgefühl zu allen Lebewesen sich hingewandt, und dass er den Wunsch hatte, alle Lebewesen dazu anzuspornen, den Dharma zu üben. Und mit großer Respekt und Ehrerbietung, Wertschätzung für all die Älteren, die Arhats, hat er den Thron zuerst zur Rechten umrundet, dann sich davor verneigt, und dann hat er zu jenen sich verneigt, die von größerem Alter bereits waren in der Reihenfolge dass sie die Bestwerte unterschritten haben, und hat sein Bewusstsein ausgerichtet auf das Vergängliche dieser Welt. Und jetzt war die Zeit füreinander gekommen. Vorher hat er wirklich eine schwierige Periode durchlebt, wo sie alle ihn angeschuldigt haben, was er alles falsch gemacht habe, und die verschiedenen Beschuldigungen vorgetragen. Und jetzt konnte er es alles wieder richtigstellen. Und jetzt war sein Moment gekommen. Jetzt hat er sich niedergesetzt, und aus diesem Grund heißt es in der Kadamba-Tradition, da gibt es eine Tradition, dass man, bevor man auf einem Thron zu sitzen kommt, sich vor diesem Thron selber verneigt. Und man sagt, das sei eine Tradition, die auf Ananda zurückgeht und auf die anderen Älteren. Und das ist dazu gedacht, um den großen Respekt, das ist zu dem Zwecke, die Großartigkeit des Dharmas zu ehren. Denn normalerweise ist man nicht erlaubt, auf einem höheren Thron zu sitzen. Aber wenn man Dharma lehren soll, dann muss man auf einem hohen Thron sitzen. Aber wenn man auf so einem Thron zu sitzen kommt, dann ist es durchaus unangemessen, dann zu denken, oh, ich bin irgendetwas Großartiges, deswegen sitze ich auf so einem hohen Thron. Man sollte darauf sich besinnen, dass man hier sitzt, um den Dharma zu lehren. Und wenn man Dharma nicht von sich selber trennt, nicht abtrennt, Dharma von sich selber, dann ist Dharma genau dann hier wirksam, und die Person, die auf diesem Thron zu sitzen kommt, ist diejenige, die die Großartigkeit des Dharma repräsentiert. So ist es Dharma, dem hier die Ehre gebührt. Und wenn man auf einem Thron sitzt hier, dann ist das kein Zeichen dafür, dass man selber hohen Ranges sei, sondern in gleicher Weise, wenn man auf einem Thron zu sitzen kommt, dann sollte man sich an die Worte erinnern, in denen es heißt, alles ist so wie ein Butterlampenlicht, wie Sterne, wie Wolken und wie ein Traum erleben, und dass alles von vergänglicher Natur ist, und sich darauf zu besinnen, das sind die Art und Weise, Dharma sich zu vergegenwärtigen und dann auf dem Thron zu sitzen, wie es damals Ananda und die Arhats gehandhabt haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch behalten sollten und beherzigen. Zu diesem Zeitpunkt dann
Nachdem Ananda dort saß, hat Mahakashapa einen Vers zitiert. Wenn ich das hier ungefähr dem Sinn nach übersetzen möchte: Der Buddha ist der Löwenkönig und Ananda ist sein Sohn. Wo er jetzt auf dem Löwenthrone sitzt, sehe ich gleichwohl den Buddha nicht. Aber der Buddha ist nicht hier, und weil der Buddha nicht hier ist, ist da auch nicht so ein großer Glanz oder eine Helligkeit. So, obwohl hier viele Adats zusammengekommen sind, ist das ungefähr so, wie wenn eine finstere Nacht, da wo kein Mondlicht scheint, dann zwar die Sterne die Nacht etwas erhellen, aber das Licht und das Leuchten des Mondes, das fehlt. Und so ist hier in der Abwesenheit des Buddha dieses große Leuchten und so weiter nicht hier sichtbar. Und er sagte, in der Zusammenkunft der wahren, echten hier fehlt so des Siegers würdevoller Glanz, wie am Himmelszelt der mondlosen Nacht zwar Sterne funkeln, doch die Schönheit fehlt. So, deshalb ist es hier angemessen, dass du als Schüler hier mit großem Weisheit und Brachial den Dharma lehrst. Du solltest da zuerst einmal darüber kundtun, wie Buddha begann, den Dharma zu lehren. Und so beginnt es hier. Und so in diesem anderen Text aus der chinesischen Übersetzung, den ich hier schon vorgetragen habe, den wertvollen, den Juwelen Dharma-Hain nennen könnte, da gibt es eine andere Erzählung davon, wie Ananda begann, hier Dharma zu lehren. Und das ist eine etwas verschiedene Art von Bericht, die ich gerne vielleicht auch mit euch hier teilen möchte. Darin heißt es wiederum als ein Zitat aus dem Sutra des Eintretens des Bodhisattvas in den Mutterschoß, und da die Erklärung so: Mahakashapa sprach also zu Ananda, als dieser auf dem hohen Thron Platz genommen hat, der aus 7 wertvollen, kostbaren Substanzen zusammengesetzt war, und sagte zu ihm: Sprich jetzt die Worte des Dharma, so wie es der Buddha gelehrt hat, ohne eine einzige Silbe, geschweige denn ein Wort daran auszulassen, und fasse alle die Bodhisattva-Unterweisungen in eine Gruppe zusammen, und dann bringe den Korb der Shravaka-Erklärungen in eine andere Gruppe, und schließlich bringe all die Punkte des Vinaya in einer dritten Gruppe zusammen. Und so fing dann Ananda an, die Sutra-Worte vorzutragen, mit dem Beginn mit dem Korb des Eintretens in den Mutterleib, dann mit dem Korb dessen, was mit dem Zwischensein Bardo zu tun hat, und dann dem Korb dessen, was die große Gleichwertigkeit ausdrückt, dann 4. den Korb des Vinayana, dann den Korb der Bodhisattvas auf den 10 Bodhisattva-Stufen, und 6. verschiedene Arten von Sutras. Und Sutras sagte je Ananda, wenn er anhob, einen solchen Sutra vorzutragen: So habe ich es einst gehört, als der Buddha dort und dort an jenem Orte weilte. Und während er solche Worte sprach, hat sich das Gesicht von Mahakashapa und von den anderen verändert, und Tränen kamen aus ihren Augen. Sie hatten ein ganz starkes Empfinden. Es war eine Empfindung davon, dass es die Natur der Wesen ist, dass sie sich verändern, dass sie alt werden und dann sterben. Und in den früheren Zeiten waren sie in der Lage, den Buddha selber zu sehen und ihn zu hören direkt. Und jetzt ist das Einzige, was noch verblieben ist, zu sagen: Einst habe ich gehört. Und nicht mehr wäre es möglich, den Buddha selbst von Angesicht zu sehen und ihn zu hören. Das ist ein Zeichen der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit aller Dinge. Und da gibt es noch einen anderen chinesischen Text, der heißt die Chronik des Buddha und der Patriarchen, also der Abfolge der Lehrmeister, der Guru Parampara. Und darin ist es etwas anders berichtet. Da heißt es, zu dem Zeitpunkt, als Ananda begann, den Dharma zu lehren, nun, Ananda hatte seine eigene Erscheinung natürlich. Er sah so ein bisschen so aus wie der Buddha, aber er war 3 Finger breit kürzer. Das heißt also, der Buddha war 3 Finger breit größer als Ananda. Oder Ananda war nur 3 Finger breit kürzer, aber sonst sah er so aus wie Buddha. Und als Ananda sich also dort niedersetzte, um den Dharma zu lehren, auf diesem Thron für das erste Mal dort, dann waren alle Leute, die darum herum waren, 3 Arten von Wahrnehmung unterworfen, die eine Verwirrung oder eine Täuschung über sie kam. Und diese 3 Arten von Täuschung waren derart, einige Leute dachten: unser Lehrer, der Buddha, ist wieder zurückgekommen.
Und es ist so, als ob der Buddha selbst wieder zurückgekommen ist, als sie hier Dharma hörten. Und andere aber hatten die Wahrnehmung, in ihrem Eindruck nach war es so, als ob ein anderer Buddha aus einem anderen Bereich hergekommen sei, um hier Dharma zu lehren. Die hatten diese Art von Gefühl oder Empfindung oder Verwirrung, der sie unterworfen waren. Und einige Leute wieder dachten, dass Ananda selbst den Zustand des Buddha-Seins erlangt hat und jetzt anfängt, den Dharma zu lehren. Das waren die drei Arten Verwirrung, die sie alle überkamen. Und in jedem Fall aber, als Ananda dann sagte, jetzt, so habe ich einst gehört, dann plötzlich war mit einmal klar, ach, Ananda sagt das. Er sagt Dinge, die Buddha früher mal gesagt haben. Erst in diesem Moment fiel diese Verwirrung von ihnen ab. Vorher waren sie unter dem Eindruck, ein Gefühl davon, als ob der Buddha selbst zurückgekommen sei oder Ananda selbst den Buddha-Zustand erreicht habe. Und zu jedem Zeitpunkt aber, als Ananda begann, den Sutra vorzutragen, als der Buddha zuallererst das Rad des Dhamma gedreht hat, Dhammachakra gedreht hat, nämlich in der Gegend von Varanasi. Da war er ja selber nicht anwesend und weshalb er dann mit den Worten begann, einst habe ich gehört von anderen Leuten. War er selber nicht da, konnte also nicht sagen, dass er es selber gehört hat. Aber auch in demselben Text, der bereits erwähnt ist, in dieser Chronik des Buddha und der Patriarchen oder der Abfolge der Lehrer, heißt es darin, in früheren Berichten heißt es, hat Ananda das Samadhi der Weisheit des Buddha selber erreicht und konnte deshalb alle Art von Dharma direkt hören. So hat die Art von Kraft von Samadhi, dass er jeden Dharma, den der Buddha je gelehrt hat, eben direkt zu hören in der Lage war. Das ist heutzutage so, wie man auf eine Webseite geht und wir wollen so ein Lied hören, geben eine Suche ein im Google oder so etwas und finden dann sofort dieses Lied. Und so hatte er diese Samadhi der Buddha-Weisheit, sodass er in der Lage war, dass immer Dharma er zu hören wünschte, es direkt zu hören in der Lage war. Das ist, was damit gemeint ist. Und damit spricht man von den Worten, die durch die Segenskraft des Buddha übermittelt sind. In dem Herzsutra ist auch davon die Rede. Das heißt, durch die Kraft der Ermutigung des Buddha war es dort möglich, dass durch sein Samadhi all die Umstehenden wie Avalokiteshvara in der Lage waren, den Dharma zu lehren. Und so ist das hier gemeint. So ist in dem Herz der Weisheit Sutra ist erklärt, dass eben durch die Ermutigung des Buddha Avalokiteshvara in der Lage war, Shariputra den Dharma, nämlich den Sutra, zu lehren. So steht es jedenfalls in diesem chinesischen Text geschrieben, auf jeden Fall, um zu dem ursprünglichen Bericht entlang des großen Kommentars der 100.000 zurückzukehren. Dann hat Ananda danach die Hände gefaltet und sich hingewendet in der Richtung, wo der Buddha in Parinirvana eingegangen ist und hat sich dorthin verneigt und einige Verse gesprochen, dass wenn man das ungefähr dem Bedeutung hier wiedergibt, dann heißt es, als der Buddha zuerst das Rad der Lehre gedreht hat, war ich selber nicht anwesend, aber ich habe aus Berichten gehört von jenen, die von Person zu Person weitergegeben waren und dass er dann dort das Tor zu dem nektargleichen Dharma, der befreienden Information in Varanasi eröffnet hat, zu der Gruppe der 5 Guten genannt oder der guten Gruppe von 5. Er hat das war der Dharma der 4 Wahrheiten des Edelheiten über die Belastung, über die Herkunft, das Aufhören oder den Weg. Und das hat der allwissende Kaudinaya, der und so weiter, haben dadurch diesen Weg erkannt und 84.000 Götterwesen, heißt es, haben zugleich das Resultat erlangt. Und zu dieser Zeit waren 1000 Arhats anwesend, als Ananda sprach, und sie alle haben sich durch das, was sie von Ananda hörten, in die Luft erhoben, 7 Palmenbäume hoch in den Raum und haben gemeinsam gesprochen.
oh, die Kraft der Unbeständigkeit ist so heftig. Und in der Vergangenheit haben wir den Buddha selbst getroffen und wir haben sein Dharma von ihm gehört und das alles ist nicht mehr. Jetzt ist nur noch da, so habe ich gehört. Und dann haben sie einige Verse gesprochen und Aniruddha hat auch einige Verse gesagt und Mahakashyapa hat auch wieder einiges gesagt. Und ich habe sie jetzt hier nicht alle übersetzt, dachte auch, das ist kein besonderer Grund, sich hier darzustellen, aber dann hat Mahakashyapa zueinander gesprochen und sagt, sprach zu ihm darüber, wie er diese ganzen Dharmas hier zusammenfassen solle in verschiedene Kategorien. Er solle alle die Sutra-Worte des Buddha hier zusammenfassen in das, was in die 4 Agamas heißt es, und zwar das, was als den Zahlen oder Anzahlen zugeordnet ist, das sind die Kotara Agama genannt und dann die der mittleren Länge genannt, die Madhyama Agama und die Langredung des Buddha, Dirgha Agama und so weiter. Und die damit verbundene, dieser Mukta Agama, diese 4, und die soll er alle zusammenfassen, dass sie den gemeinsamen Namen, dann der Korb der Sutra-Unterweisung des Buddhas nach seinem Parinirvana hier bedeuten. So alle Lehrunterweisungen des Buddha, die als Sutra bekannt sind, nach seinem Parinirvana, sollten in 4 verschiedene Abteilungen zusammengefasst werden, die jeweils die Agamas genannt sind. Und das Ganze gemeinsam ist dann der Pitaka oder Korb der Sutra-Unterweisung genannt. So hat Ananda angefangen, jede dieser Sutra-Lehrunterweisungen nacheinander hier vorzutragen. Und nachdem er alle diese so gesprochen hatte, hat Mahakashyapa dann angeordnet, in welche der 4 Gruppen dann jeweils das, was er da vorgetragen hat, falle. Ob es in die längere Art von Unterredungen hineingefalle oder in die mittlere Art von Diskurs. Und alles zusammen sollte dann als Sutra Pitaka, Sutra Korb bezeichnet werden. So wurde dann das Vortragen all der Sutras zu einem Ende geführt und das ist damit die Zusammenstellung von Sutras. Und danach schließt sich an Vinaya. Ich werde darüber in ein paar Tagen berichten. Die Person, die damit verbunden ist, die diese alle vorgetragen hat, die Vinaya-Unterweisung, war Upali. Ich werde also euch einen Bericht geben über, was die Lebensgeschichte von Upali gewesen sei. Ich werde also entlang des großen Kommentars über die 100.000-versige Prajnaparamita dann berichten, wie Upali dann die Sachen vorgetragen und das Ganze als Vinaya zusammen kompiliert wurde und dann im Rahmen dessen auch etwas davon kundtun, was heutzutage einige zeitgenössische Gelehrten über dieses erste Konzil des Zusammentragens der Worte Buddha berichten. Und damit käme dann auch unsere gemeinsame hier Unterweisung für dieses Jahr zu einem Ende.